Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Ich finde es auch schön, wie man hier so ein bisschen den Ausschnitt hat. Natürlich ist es ja alles zugemauert, aber damit wir hier einen guten Blickwinkel haben, sehen wir, wie es auch so ein bisschen außerhalb aussieht. Das ist schon cool gemacht, ich mag Lindblum auch. Also die Aufmachung von Schloss Lindblum und der ganze Stadt Lindblum gefällt mir unglaublich gut. So, dann gehen wir hier an der Ku Klux Klaner vorbei. Ah, was sagt denn ihr? Willkommen in Lindblum. Und du? Willkommen in Lindblum. Alle willkommen, außer Schwarze. Was? Wer hat das gesagt? Okay. Ja, sorry, aber die Wache sehen echt aus wie Ku Klux Klaner mit ihrer weißen Zipfelmütze. Der Aufzug verbindet die 3 Stockwerke vom Schloss miteinander. Im Erdgeschoss fährt der Lore, mit dem man zum Hafen und zum inneren Schlosstor gelangen kann. Über der Hafen durchs innere Tor konnte man auch ohne Luftschiff ins Schloss gelangen. Aber so der Nebel aufgetaucht ist, sind beide gesperrt, da Passage zu gefährlich ist. Darüber befindet sich das erste Stockwerk, in dem ihr mit dem Frachtschiff vorher gelangt seid. Vom ersten Stockwerk ist es auch möglich, mittels von Lufttaxe in die Burgstadt zu fliegen. Im zweiten Stockwerk schließlich befindet sich das Gemach seiner Exzellenz sowie der Konferenzraum. Seine Exzellenz und ich sind meistens dort zu finden und Zutritt erhält man nur mit seiner Erlaubnis. Du, Lilly, was ist denn der Herzog Sid eigentlich so für einer? Ich bin hier in Lindblum zu... Achso, Entschuldigung. Das ist natürlich ja mit Lillys Stimme. Ich bin hier in Lindblum daheim, aber bis heute habe ich denn kein einziges Mal zu Gesicht gekriegt. Großherzog Sid ist ein Mann, der immer einen Schritt vorausdenkt. Er mag gewiss auch sein Macke und Eigenart haben, aber er war Babas bester Freund. Ich hoffe nur, dass der Großherzog ein offenes Ohr für mich haben wird. Ja, sorry, der wird ja schon zuhören, wenn ich ihn dazu zwingen muss. Ja, ist das ja leid. Wir erreichen in Kürze das 2. Stockwerk. Wundert mich, dass so riese Oschi von Schloss nur 3 Stockwerke hat und nicht irgendwie 300. Euer Exzellenz, Prinzessin Garnet aus Alexandria ist hier, um von euch empfangen zu werden. Klatsch, klatsch, klatsch. Wo ist dann seine Exzellenz? Wo ist der Großherzog? Sein Thron ist jedenfalls leer. Nanu. Aber der ist, Seid willkommen. juckt sie ab. Euer Exzellenz. Mich Unverschämtheit. Was? Was ist denn, Lilly? Ich hab gedacht, du triffst den Sid nicht zum ersten Mal. Moment mal, das ist ja juckt sie ab. Ach, die juckt sie ab ist in den Blumen ziemlich groß. Was sollen die lächerliche Groteske uns bei einer Audienz juckt sie ab fortzusetzen? Wandelt bei Lindblum etwas so Staatsgäste? Die Prinzessin und ihr Levo schwieg jetzt, um es bis hierher zu schaffen. Und jetzt soll die beleidigende Farce hier, das ist ja wohl der Gipfel der Respektlosigkeit. Bitte, beruhigt euch doch, das ist seine Exzellenz, der Großherzog. Jetzt reicht's mal aber endgültig, Service ist meine ganze Laufbahn noch nicht. Wartet mal, Steiner. Der Bart. Seid ihr es wirklich, Onkel Sid? Sieht auch ein bisschen aus wie der Bart von Whitebeard aus One Piece. Ja, ich bin Sid Fabel. Als ich gehört habe, dass du eine Cat bei dir hast, die unserer Drachenkralle zum Verwechseln ähnelt, da wusste ich, dass du es bist. Unser Wiedersehen noch lange mehr freut mich zutiefst. Doch bitte ich mal jämmerliche Erscheinung zu entschuldigen. Bitte lass mich die Dinge erklären. Vor etwa einem halben Jahr ist ein Unbekannter ins Schloss eingedrungen und hat seine Exzellenz im Schlaf überrascht. Als wir zur Hilfe eilten, war es schon zu spät. Seine Exzellenz wurde in die Erscheinung verwandelt und seine ehrwerte Gemahlin, die Großherzogin Hilda, wurde verschleppt. Wie furchtbar! Respekt, um sich unbemerkt hier ins Schloss reinzuschleichen. Du brauchst schon jemanden, der in etwa meine Fähigkeiten besitzt. War es letzten Endes vielleicht sogar jemand aus deiner elenden Bande? Nee, Tantalus hat nichts damit zu tun. Der wisst über uns Bescheid? Es wäre doch etwas beunruhigend, wenn ich als Herzog von einem Land der Molle solche Dinge Bescheid wisst, oder? Onkel Sid, ich bin heute gekommen, weil ich euch bezüglich meiner Mama um etwas bitten wollte. Ja, das dachte ich mal schon. Aber für heute wollen wir es erst einmal gut sein lassen. Ihr seid sicherlich sehr erschöpft von der Strapaze von der Reise.
Wir könnten dann morgen alles in Ruhe besprechen. Wie ihr wünscht, dann ziehen wir uns erst einmal zurück. Hier entlang. Bitte, die Tafel ist bereits gerecht. Ja, Großherzog juckt Sierper. Wir sehen ihn aber noch in seiner menschlichen Gestalt im Verlauf vom Spiel. Keine Angst. Der Gourmetfraß im Schloss, das ist einfach nichts für mein Gaumer. Ich weiß gar nicht, was Lilly an dem Zeug bloß findet. Ich brauche jedenfalls was Zünftiges und das gibt's genau hier. Die Spezialität vom Tag ist Karpfen, Kröte, Schenkelsuppe. Na, das ist doch was. Borks. Klingt irgendwie ekelhaft, könnte aber auch gut schmecken. Wobei mir Karpfen immer etwas zu schlammig ist. Hey, Wert, gib mir mal eine Kell von der Tagessuppe. Auf die ist halt noch nicht so dünn wie sonst. Was? Wer wagt's über meine Suppe zu lästern? Ach, du bist sie dann. Hast du mal länger nicht mehr blicken lassen, alles klar bei dir. Aber immer doch uns selber? Ja, geht schon so. Also immer Karpfenkröte, Schenkelsuppe, richtig? Und sofort. Lass mich wetten, der sabbert jetzt gleich der Bedienung hinterher. Dorothea. Verzeiht, aber hier steht mir etwas im Weg. Aber hallo. Ja, natürlich. Sapper. Sag mal. Ja, wollt ihr etwas bestellen? Nee, aber dann machen wir mal einen Rundflug oder so. Hä? Ein Rundflug? Wir haben im Luftschiff noch nie gemacht. Also ich sagte dir, Lindblume aus der Luft, traumhaft. Also, bevor du mit dem Schwanz hinwedelst, du belästigst doch noch mit die anderen Gäste. Wie war das? Na, guck dich doch mal an. Hast du ja selber einer recht verfilzt noch dazu. Verfilzt ist ja wohl nur deiner, du lausiger kleiner Affebu. Hey. Oh, Entschuldigung. Hey, kein Streit in meiner Schenke hier. Lang nicht sehe sie dann. Oh, ich glaub's ja nicht. Wie war dein Name gleich noch einmal? Welche Sache, du hast mich vergessen? Warte mal, ich hab's gleich. Xenia? Nicht wirklich. Christine vielleicht? Nee. Halt, jetzt hab ich's. Du hast doch früher gleich neben uns gewohnt. Mir endlich alle Mausi genannt, weißt du noch? Ja, weil so Rattefra ist. Mensch, bist aber groß geworden. Du warst auch schon mal origineller als sie dann. Mach ja deinen Spaß. Mach ja nur Spaß. Den Namen von einer feinen Dame vergesse ich doch nie. Ja, Freya. Die gehört auf jeden Fall zu unserer Partie. Die können wir auch spielen. Die gehört zu der Burmetianer. Das sind diese Rattenmenschen. Ist weiblich, 21 Jahre und sie ist mal ausnahmsweise Linkshänderin. Ja, Freya. Wirklich lang nicht mehr gesehen, Freya. Du scheinst dich überhaupt nicht mehr verändert zu haben. Wie viele Jahre ist es jetzt schon her? Na, so um die 3. Oder der geht so ein Ameise. Wie hießen die denn nochmal? Nicht Ameisenlöwe, ein Ameisebärenmensch. Git. Und wie ist es dir seit damals ergangen? Irgendetwas von deinem Geliebten gehört? Nach wie vor keine Spur von einem. Was treibst du in Lindblumen? Doch nicht etwa am Jagdfestival teilnehmen. Natürlich, dort dran im Leitteil die etwas auf dem Körper als Hemd. Das macht's interessant. Ich verstehe, aber gib die Hoffnung nicht auf. Nimmst du etwa nicht teil, mein Bester? Ich denk, nee. Du enttäuscht mich, mein Lieber. Und? Hast du gar kein Heimweh? In Burmetia gibt's nichts mehr, zu dem ich zurückkehren könnte. Ohne ihn ist es nur ein Land wie jedes andere. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch eine kennengelernt, die man in die Gruppe aufnehmen kann. Die haben wir eine Zeit lang drin, bis wir halt wählen können. Aber ich mag sie erstmal nicht in der Gruppe haben, obwohl sie so zwischendurch ganz nützlich sein kann. Meine Hauptpartie soll wirklich aus Sidan, Vivi, Steiner und Garnet bestehen. Ich Königin Branebol, uff. Ja, aber seit dem Tod vom Papa ist die Mama nicht mehr dieselbe. Sie hat ihn sehr geliebt. Sein Verlust muss sie schwer getroffen haben. Und seit einiger Zeit geht ziemlich unheimliche Mann im Schloss ein und aus. Seitdem hat die Mama gar keine Zeit mehr für mich. Ich denke, du braut sich irgendetwas zusammen. Mir scheint, als die Mama etwas ganz Schlimmes im Schild führe. Aber außer mir scheint immer dem Schloss die Aktivitäten von der Mama mit Sorge zu sehen. Alle Männer, ich steht nur überreagiere, weil ich Papas Tod noch nicht so überwunden hätte. Und du hast gedacht, du könntest dich an mich wenden. Schließlich standen sich dein Papa nicht so sehr nah. Ja, ich hab gedacht, wenn ihr vielleicht mit der Mama rettet, so wird's eure Worte sicherlich Gehör schenken.
Ich habe also gewartet, bis das Theaterschiff aus Lindblum eingetroffen ist, um damit dann bis hierher gelangen zu können. Durch pure Zufall aber hat sich das Schiff und der Tantalus-Bande, die ihrerseits mit dem Vorhaben nach Alexandria gekommen war, mich zu entführen, und so hat alles seinen Lauf genommen. Es war noch jemand anderer als ich, der Tantalus den Auftrag geworden ist, zu entführen. Es war jedoch niemand anderer als ich, der Tantalus den Auftrag geworden ist, zu entführen. Bitte? Ich habe deinem Papa damals versprochen, dich zu mir zu holen, falls irgendjemand sein sollte. Hier in Lindblum sind wir uns der gespannten Lage in Alexandria schon seit geraumer Zeit bewusst. Da hätte ich etwas Direktes unternommen, hätte es womöglich doch einen Krieg ausgelöst. Bark hat mir noch einen Gefallen von früher geschuldet, sodass ich ihn also unser Bande eingeschaltet habe. Ich habe mir gedacht, wenn Tantalus dich entführt und sie dann über alle Berge verschwinden, so wird niemand eine Verbindung zu mir herstellen. Und wie die Dinge im Moment in Alexandria liegen, so würde ich auch niemand unserer Hilfe bei der Suche noch dir erbitten. Solange wir uns also nicht in irgendeiner Weise auffällig verhalten, bist du hier vollkommen sicher. Im Dorf Dali habe ich Schwarzmagier gesehen, seelenlose, von Magie zum Leben erweckte Marionette. Aber es kommt noch schlimmer. Unter der Schirmherrschaft von Alexandria entsteht dort regelrecht die Armee von Schwarzmagier. In welchem Zusammenhang Vivi zu all dem steht, ist mir nicht klar, aber wenn ich mal ausmal, was geschieht, wenn man mal die Armee einsetzt. Wir müssen ein bisschen unternehmen, bevor es so weit kommt. Was selbst mit einer Armee von Schwarzmagier ist Brana kein Gegner für unsere Luftschiffflotte. Aber das alles mir, ich kümmere mich drum. Ich vertraue auf euch, Großherzog. Aber, kein Grund so förmlich zu werden. Ich helfe dir nicht als Staatsherr, sondern weil ich ein guter Freund von deinem Papa war. Vielen Dank, Onkel Sid. Ja. Wo sind wir hier? Wir sind die Luftschiff-Docks, oder besser gesagt das Herz und die Seele von unserem geliebten Lindblum. Aber die Docks sind doch vollkommen leer. Naja, das Dock Nummer 1 hier diente Schiffsbauern als Werft. Und bis noch vor einem halben Jahr hat hier noch das neueste Mitglied meiner stolzen Flotte gestanden. Völlig neuer revolutionärer Schiffstypus, der ganz ohne die Kraft vom Nebel fliegen kann. Hey, nicht war dieselbe Leute, die euch überfallen haben, nach das neue Luftschiff gestohlen? Naja, die ganze Sache war ein bisschen anders. In Woche war dann nämlich in einer Bar so goldiges junges Mädel und ich bin nicht sicher, ob ich ganz verstehe. Fremdgange bin ich, alter Nano mal Ewe, und in ihrem Zorn hat die Hilda mich in das beschämende Erscheinungsbild hier verwandelt. Und als ob ich nicht schon genug bestraft wäre, ist er auch noch mit der Hildegard eins über alle Berge geflohen. Seitdem ist sie nicht mehr zurückgekommen. Ich habe zwar unverzüglich mit dem Bau von Hildegard 2 angefangen, aber in Gestalt von einer juckt sie, aber geht die Arbeit nicht so recht voran. Ich schäme mich meiner selbst. Aber in der Sache mit Königin Bran kannst du dich unbesorgt auf mich verlassen. Da geht es nämlich nicht um Fremdgeher. Und jeder, der fremd geht, hat eigentlich sowas auch verdient, dass er in sowas verwandelt wird. Ja, aber das Südentor ist beschädigt, der Passage nach Alexandria also zurzeit nicht. Leider deswegen im Kopf die Reparaturrechnung bereits angefangen. Also weil das Tor wieder funktionsfähig ist, werde ich dich nach Alexandria begleiten. Ja, und hoffentlich gelingt es uns dann, die Mama wieder zur Ressort zu bringen. Onkel Sid? Es ist nix, ich war nur damals sehr in Sorge, als ich gehört habe, dass das Theaterschiff abgestürzt sei. Aber es scheint, als hätte Barktor wirklich einen sehr fähigen Bu in seiner Truppe. Ja, er wird ja auch von uns gesteuert. Von seinem unsympathischen Charakter sehen wir mal ab, aber wir steuern Jo, natürlich ist der fähig. Moin, Sidon. Oh, bist du ein Frühaufsteher, Vivi? In Lindblum geht's ja ganz schön bunt zu. So viele Leute an dem Ort sehe ich zum ersten Mal. Was machen die dann allemal, wenn sie alle essen wollen? Hier geht's immer so zu und die Leute kommen von überall her. Leute, die Luftschiffingenieure werden wollen oder Leute, die Schauspieler im Theaterviertel werden wollen. Aber das sind ja wohl alles ganz kluge Leute. Naja, ein paar tauchen nicht so ein Vagabunde so wie ich sind du 8 runter, aber egal. Irgendwie hat's mich eher verschlagen und ehe ich mich versah, bin ich bei der Tantalus gelandet. Ihr wohnt alle hier? Ja, im Theaterviertel. Ist unser Hauptquartier. Ich gehe doch jetzt gleich mal hier. Magst du vielleicht mitkommen? Nee, ich geh mal ein bisschen die Stadt angucken. Na, wenn das so ist, dann fürchte ich ein bisschen rum, okay?
Das brauchst du nicht. Ich komme schon zurecht. Jetzt fällt der Gil, ich will dich nur beim Flirten stören, was? Na, dann geh und such dir ein goldiges Mädel. Ich bin immer noch erst 9, du ekliger Babsack. Mockmeier, erleuchte uns. Das erste Mal beim Schmied. So. Okay, was bringt er uns heute bei? Lauscheschofsperrer. Verzeih mir nochmal was. Ja gut, Schmied habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Schmieden von Items. Unter den verschiedenen Läden gibt es nicht nur die, die An- und Verkauf betreiben, sondern auch Schmiede, die ein völlig neues Item herstellen können. Dafür benötigt man 2 Items, die dann zusammengeschmiedet werden. Natürlich kostet das Geld. Die nötigen 2 Items und die Kosten sind je nach zu schmiedendem Item unterschiedlich. Hier ein paar Beispiele. Ja, organisch. Organisch vor allem. Organik braucht Zilenqueda, 2 Mal und kostet 700 Gil. Die Dessertstiefel brauchen die Lederhut und die Lederwäscht. Ah. Wenn ihr noch nie beim Schmied gewesen seid, dann gucken da mal bei dem in Lindblum vorbei. Da fällt mir ein. Ja, vielleicht sehr hilfreiche Information. Vor geraumer Zeit soll es einen legendären Schmied geben, aber der ein ultimatives Item schmieden konnte. Aber sowohl er aussieht, als auch sein Aufenthaltsort sind unbekannt. Okay, stimmt. Das hatte ich ja schon überhaupt nie mehr auf dem Schirm. Ja, du lacht da der Mockmeier. Ja klar, stimmt, das hatte ich so gar nicht mehr im Kopf mit dem Schmieder, aber das ist auch ein sehr geiles System natürlich. Das heißt, wir können unseren alten Schampel auch nicht nur verkaufen, sondern wir sollten ihn durchaus auch aufbewahren, damit wir sowas machen können. Halte mal eine Gaul an. Oder halt neu kaufen danach wieder. Moment, wo haben wir dann? Anlegen, ne, anlegen. So, Silenquedia. Haben wir dann 2 Mol theoretisch. Dann müssen wir das Ding nur ablegen. Und da können wir auch Krusch dann machen. Lederwäscht und noch irgendwas. Lederhut war das, glaube ich. Okay, sehr schön. Bin ich immer gespannt, was wir da dann basteln können. So. Modon. Ein Brief für Sie dann, Kupo. Von Ruby. Und er bald wieder nach Alexandria zurück. Alleine ist es so langweilig. Nee, sieht ja eigentlich nett, da ich beschlossen habe, in der Seidenstraße ein Kleinkunsttheater zu eröffnen. Naja, eigentlich war da die Idee von dem Wirt. Der hat dort vor glatt sein eigener Knipp an den Nagel gehängt und mich da auch zu überredet. Freundin von dir macht das Theater auf, klingt doch viel Spaß, Kupo. Alla hopp. Dann können wir an der Stelle auch nochmal, nee, noch nicht speichern. Lass uns mal gut sein. Wir kommen schon noch dazu. Warum? Alter, das ist so ekliges Ding da. Und hier der Herr Nasenmann wieder. So, Nasenmann. Ups. Ihre Meinung zählt. Kitschige Innenausstattung und dann noch dieser Typ im Nebenzimmer. Kupo den ganzen Tag lauthals vor sich hin. Bitte schmeißt den raus, bevor ich das nächste Mal wiederkomme. Lani. Okay. Nö. 100 Gel will ich jetzt so dafür Arne gerade ausgeben. So, Active Time Event haben wir natürlich noch. Hinterwäldler Ritter Steiner. Die Stadt ist so groß, ich weiß schon gar nicht mehr aus welcher Richtung ich gekommen bin. Entschuldigung. Rotmarkerin. Was mich denn du verändern? Wie lachst du überhaupt rum? Ich habe mich ein bisschen verlaufen und habe mich gefragt, ob ihr mich zum Schloss zurückführen würden. Das ist jetzt aber ein ganz neuer Aufreißspruch, muss ich schon sagen. Aber bei einer Blechbüchse wie dir muss ich leider strikt ablehnen. Wenn du mit mir ausgehen willst, dann besorg dir erstmal was Vernünftiges zum Abziehen. Wie bitte? Schweißgurkenverkäuferin. Was denn? Beim jungen Ding keinen Erfolg gehabt und jetzt probierst du es bei mir? Naja, aber ich fühle mich trotzdem geschmeichelt, auch wenn ich nicht der erste Wahl war. Was um alles in der Welt sind dann das für Gurke? Ach so, es ging da also um die Gurke. Das sind die feinste Gurke in ganz Lindblum, die köstliche Schweißgurke. Na, willst du denn nie? Ist das ein Gestank. Je stärker sie stinken, desto besser schmecken sie. Wie bei Handkäse. Na, dann nehme ich mal eine. Nicht mal wie Einheimische essen sie in einem Happe. Die sind ja vorzüglich. Ach, Steiner. So, wie sieht das denn hier aus? Papas Kriegsschiff sieht so toll aus. Wenn ich groß bin, will ich zusammen mit dem Papa durch die Gegend fliege. Aller Hopf.
Vergnügungsviertel-Oper. Ich sind die Lufttaxe praktisch. Als ich noch jung war, da ging ich immer zu Fuß bis zum Theaterviertel. Wenn ich das heute mache, dann sterbe ich unterwegs wahrscheinlich. Möglich wär's. Vivi geht einkaufen. Was ist das hier für Nuss? Riecht süß und sieht schmackhaft aus. Ich kauf meine. Hier in den Geschäften von Lindblum gibt's lauter seltsame Sachen. Kann man das essen? Das sieht jedenfalls ungefähr so aus wie die Käferkrapfe, die der Opa immer gebacken hat. Alice Itemladen. Heute letzter Tag des Jagdfestival Schlussverkaufs. Tolle Festival. Entschuldigung, ich hätte gern das hier. Ich nehme an, du hast ein paar Mokris als Freunde, oder? Warum? Weil es eine Kuponuss ist für Mokris die größte Delikatesse. Ach, so ist das. Das wusstest du also gar nicht. Naja, das ist die letzte, die ich hab. Und rechts ist eine Königin Brana-Figur auf dem Tresen. Schenke ich dir da, weil du so wahnsinnig goldig bist. Danke. Kuponusserhalter. Übrigens, was ist ein Jagdfestival? Ach, die lassen nur ein paar Tiere in der Stadt frei und... Tolle Tierfestival. Das gibt doch Spaß. Vielen Dank. Naja. Hoppla, wo ist er dann hier? Tiere schon gut, aber Tiere sind eben nicht gleich Tiere. Durchaus, ja. Moment mal. Ich mag mich dann hier noch mal ein bisschen umgucken, wenn es hier zum Luftschiffbahnhof geht. Beziehungsweise zur Lufttaxi. So. Da in das Haus kommen wir nicht rein. Erstmal ein bisschen im Geschäftsviertel noch umgucken, gerade wenn wir da zum Schmied oder so noch gehen können. Dumm di dumm di dumm. Bubi bu bu ba bi bi bu bam. Bu bum. Okay, hier kommen wir mal nicht durch. Hallo Schweißgurkenfrau. Ja, niemand kauft ihr leckere Gurke. Im Ochse Schweiß eingelegt. Ich weiß ja nicht. So, da gucken wir uns auch noch mal ein bisschen um. Hallo, Nasenmann. Kartenfree Gone. Das Kartenspiel ist nicht so trivial, wie einige irrtümlich glauben. Okay. Du musst ja wissen. Ich plünder mal deine Truhe. High Potion gibt's hier für uns. Und ein Echokraut. Und da hockt so Taube im Uhrwerk drin. Huch, so. Ach, wie Spaß. Ja, wollen wir mal zocken. Wir zocken noch eine Runde zum Spieler. Zum Folgeausgleich und Abklang. So ein Sagner nehme ich mal, einen Bomber. Dendo. Ja, dann möglichst viel der hier. Und am besten noch einer, der möglichst viel hat. Okay, nehmen wir den noch mit. So. Puh, wir sind's auch noch. Okay. Das könnte man machen. So, den Sagner nehmen wir am besten so ein. Okay, ich krieg mal so. Ui, schade, dass wir den nicht nehmen können. Der sieht nämlich ziemlich cool aus. Okay. Dann machen wir dort hier. Ui. Okay. Das bringt eh nichts mehr. So. Unentschieden. Mist. Okay. Machen wir noch ein paar Tier. Dendo nehmen wir. So viele gibt es ja leider nicht. Das sieht noch ganz gut aus. Der und der. Komm schon. So. Okay, wir sind wieder dran. So. Ja, den müssen wir da einnehmen. Bum, bum, bum. Okay, dann machen wir so. Dann holen wir uns so. Ui. Dann holen wir uns so. So. Pfui Teufel. Dann machen wir den noch fertig. Und so. Okay, sehr schön. Dann können wir uns hier Dendo holen. Mimikkarte. Gut, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wunderbar.
Dann würde ich mich aber ganz gern echt hier nochmal ein bisschen im Geschäftsviertel umgucken. So, Moment mal. So. Na, ein bisschen kann nicht. Schade, wenn wir noch rumrennen. So. Ach, wenn es jetzt relativ gegen Ende schon ist in der Episode. Ich glaube, das ist hier der Marktplatz, oder? Da waren die Händler. Tante Bruna, schön passende Topf, das traditionelle Jagdfestival-Gericht. Also, einer braucht mindestens so die Plaudergude hier. Ja, sieht nämlich jetzt ziemlich noch Mannsweib aus hier, die Tante. Das könnte der Schmied sein, oder? Dagobert. Ja, ich brauche deine Waffe. Höchstwahrscheinlich. Mithril-Dolch. Schön. Holen wir auch gleich mal. Falchion Hotsteiner schon. Jagdspeer ist für Freya. Dann holen wir trotzdem mal, genauso wie die Gavel. Das ist für Quina. Letterarmreif, Kristallarmreif. Holen wir auch schon mal 2. Eskution. Das ist für Steiner irgendeine Waffe. So, Zipfelmütze. Holen wir auch mal vorsichtshalber 2. Xuthus Hut. Kann man auch nicht gebrauchen. Deswegen holen wir es einfach mal. Zauberkürass. Natürlich holen wir den für Steiner. Okay, sehr schön. Als nächstes erstmal vom Mithril-Dolch was lernen. Arsen Lupin. Sehr schön. Ich weiß noch, dass das eine relativ wichtige Fähigkeit war. Also auf jeden Fall eine brauchbare Fähigkeit. Ich weiß leider nicht, wie Wasser bewirkt. So, Kristallarmreif, den hat er ja schon. Lederpanzer ist soweit auch in Ordnung. Und die Zipfelmütze. Wir haben jetzt 3-mal Prothese und desto, da kann man Weihrauch lernen. Von dem weiß ich zufällig noch, dass das gegen untote Gegner sehr hilft. Von daher kriegt er das Ding erstmal aufgezogen, dass er was lernen kann. So. Dann gehen wir noch zum Schmied. Der müsste hier irgendwo um die Ecke sein. Huch, was war denn das? Monka-Kaffee. Unser Kaffee jetzt noch besser. In jedem Monka jetzt auch 10% Zorka-Bohnen. Alles klar. So, wo war dann der Schmied hier? Das war der Itemlader. Okay, wenn ich teilnehmen will, brauche ich hier Kräuter und Gedöns. Oh, da habe ich schon 51 vor. Da sollte ich mal vielleicht doch mal 11 kaufen. Sicher ist sicher. Von dem Zeug holen wir Ammo. Goldnadel ist sehr praktisch, das hebt Versteinerung auf. Antidot, Augentropfen und Zelt. Lassen wir mal gut sein sonst. Sonst habe ich nichts mehr für den Schmied übrig. So, wo war denn jetzt der elende Schmied nochmal? Hier vielleicht? Ich weiß es echt nicht mehr, wo der war. Wo war dann der Hansel? Oder war der hier gleich um die Ecke? Ja. Das Treibstoff das Feuer ist viel zu stark. Lernst du nie was? Die Qualität von der Waffe hängt maßgeblich vom Feuer ab. Ist das weder zu stark noch zu schwach sei. Halt die Gosch mir in Kundschaft. Ja, mit einem Mundwerk, du bist du gut. Okay. So. Und wie geht's da so? Kann ich da was fürs Jagdfestival fertigen? Bestimmt. Das braucht Dolch und Silenquetia. Und das braucht 2-mal die Silenquetia. Haben wir hier? Das können wir leider nicht nochmal. Brauchen wir nochmal Silenquetia. Armreif und Zipfelmütze kriegen wir so. Baumwollkleid hier. Ich ganz gern 2 davor, wenn möglich. Wüstestiefel, Lederhut und Lederweste. Und wir mal einer vorsichtshalber, genauso wie Halstuch. Kristallschild brauchen wir Kristallarmreif und Lederarmreif. Holen wir uns auch mal. So. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Dolch und Silenquetia. Einmal Silenquetia noch kaufen. Aber Moment, wenn ich schon mal hier bin, wieder und zurück muss. Ah, du hast die Königin Brane-Figur. Kann ich die nehmen? Nö, schade. Genauso wie ich die Prima Vista bei dem Großvater Josef in Gedöns nicht holen konnte. Bei Dali. So, jetzt nochmal gucken. Wie viel haben wir dann? Organik. Schwertseele kann man dort voll lernen. Und das ist ziemlich gut, das Ding. Sogar noch besser als das Teil hier. Zipfelmütze haben wir schon gar nicht mehr. Kristallarmreif haben wir nur noch Enna. Sollte man noch was holen. So, okay. Gut, dann kaufen wir noch ein bisschen was. Silenquetia brauchen wir noch einmal. Wir brauchen von dem noch 2 Stück holen wir noch. Und Zipfelmütze holen wir uns auch nochmal 3 Stück. So. Okay, gut. Dann gehen wir nochmal zurück zum Schmied. Und dann lassen wir uns das andere nochmal fertiger. So.
Hauptsache, dass wir alles haben, damit wir alles lernen können, was man lernen kann. Aurora, genau. Baumwollkleid. Könnte man theoretisch auch nochmal machen. Sicher ist sicher irgendwie, oder? Na, egal. Warte mal. So. Haben wir nichts für dich. So. Was machen wir dann noch? Kristallschild. Kann man Gift und Galle dazu lernen. Und hau den Lukas mit dem Halstuch Tonentauben. Und wenn schon, kann man auch noch lernen. So. Das Ding ist natürlich schon ziemlich gut. Für Vivi bringt das aber im Prinzip noch was wegen Blitz. Und Habgier muss ein anderer lernen können. Kristallschild kriegt jetzt erstmal eher noch. Okay. Dann gucke ich mir nochmal an, was das Aurora macht. Na, so. Augen auf kann man dafür lernen. Für 40. Arsen Lupin 8. Da ist das Schwächste. Dann Aurora und dann die Organik. Okay, das sieht dann doch durchaus was, wo er viel lernen kann. Sehr schön. Perfekt. Dann würde ich aber auch sagen, liebe Leute, jetzt ist aber wirklich die Zeit gekommen. Ich mache hier meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.